Aufruhr in Südafrika. 1,5 Millionen Menschen protestieren gegen Kürzungen bei Sozialleistungen. Nur 4 Wochen nach der Weltmeisterschaft. Der Staat ist pleite. Der Staat ist gezwungen zu sparen. Südafrikas Schulden wegen der WM um 2 Milliarden auf 9 Milliarden Dollar gestiegen. Die WM 2010. Der afrikanische Traum sollte es werden. Ob schwarz, ob weiß. Stolzes Südafrika. Der Mittelpunkt der Welt. Für 4 Wochen. Für welchen Preis? Was von der WM übrig blieb? Für Südafrika viel Lob, viel Freude, viele Schulden. Nach dem Rausch kommt der Kater. Für die FIFA aber war Afrika ein grandioses Geschäft. Im Sudan vor 5 Tagen. Tagung des Afrikanischen Fußball-Kontinentalverbands. Joseph Blatter verkündet den Vertretern vieler armer afrikanischer Länder, dass die FIFA für sich allein einen WM-Gewinn von 100 Millionen Euro gemacht hat. Und er fügt hinzu, ganz Afrika könne stolz auf sich sein. Was die WM Südafrika gebracht hat, wollen wir auf einer Reise durchs Land herausfinden. Wir beginnen in Johannesburg, Soccer City. Das einzige WM-Stadion, das noch heute einigermaßen regelmäßig genutzt wird. Nebenan hat der südafrikanische Fußballverband Quartier bezogen. Viele Menschen haben unter der WM gelitten. Es sind diejenigen, die sich vorher zu wenig informiert hatten. Denn tatsächlich hatten wir die Leute gewarnt vor zu viel Optimismus, vor zu großen Erwartungen. Enttäuschte Erwartungen. Zum Beispiel in Nelspruit in der Provinz. Das Stadion für 100 Millionen Euro erbaut für gerade einmal 4 WM-Spiele, unter anderem Honduras gegen Chile. Heute ist der Neubau praktisch eine Ruine, denn Nelspruit hat ein Stadion, aber keine Mannschaft. Wir füllen manche Stadien, wir kämpfen mit anderen. Und manche Stadien werden bislang noch überhaupt nicht gebraucht. Aber das ist doch auch nicht so entscheidend. Wichtig ist doch, was die Weltmeisterschaft für das Land allgemein bedeutet hat, wie stolz die Menschen sind, Gastgeber gewesen zu sein. Dort, wo das Stadion steht, lebten einmal 5000 Menschen, die wegen der WM aber zwangsumgesiedelt wurden. Stolz auf die Weltmeisterschaft ist hier niemand. Zwangsumgesiedelt, weit weg von der Stadt, von der nächsten Wasserstelle. Sie haben uns versprochen, Häuser zu bauen, Wasser und Strom einzurichten. Aber sie haben nichts gemacht. Die Menschen hier mussten sich ihre Unterkünfte selber bauen, vertrieben, verlassen, verraten von Staat und FIFA. Es ist schwierig. Es gibt nicht mal einen Bus in die Stadt. Die Regierung hat uns mit Versprechungen gezwungen, hierher zu kommen. Eingehalten haben sie nichts. In die Häuser regnet es rein, meine Kinder werden nass, können nicht zur Schule gehen. Es ist schlimm. Ein paar haben sich nicht vertreiben lassen, sind nah am Stadion geblieben. Im Stadion findet zwar nichts statt, doch zur täglichen Instandhaltung braucht das Stadion Strom und immer wenn es Strom braucht, geht nebenan das Licht aus. Wir bezahlen den Strom, aber wir bekommen den Strom kaum, weil er so oft im Stadion gebraucht wird. Das Stadion bekommt den Strom immer. So viel Strom, dass es für die ganze Region hier reichen würde. Wir aber müssen jetzt mit einem kleinen Generator leben. Ebenfalls in der Provinz, fern von Großstädten, liegt Polokwane. 130 Millionen Euro kostete das Stadion. 4 WM-Spiele gab es dafür, darunter Paraguay gegen Neuseeland 0:0.
Dieses Jahr sollen hier 10 Veranstaltungen stattfinden, so hofft man. Wir haben hier in Polokwane keine Profimannschaft. 3, 4 auswärtige Fußballvereine sind aber interessiert, hier gelegentlich mal zu spielen. Die Idee ist es, das Stadion nicht nur für Fußball, sondern auch für Rugby und andere Veranstaltungen zu gebrauchen. Veranstaltungen sollen stattfinden, die die Menschen hier interessieren. Rustenburg im Nordwesten Südafrikas. Auch hier war die WM, die FIFA zu Gast. Auch hier hat sich dadurch nichts verbessert. Fast die Hälfte aller 50 Millionen Südafrikaner lebt unterhalb der Armutsgrenze. Für viele hier in Rustenburg war die Weltmeisterschaft eine Hoffnung. Doch manche, die schon vorher nichts hatten, haben jetzt noch weniger. Die 77-jährige Mary Sharma hatte Souvenirs für Touristen gefertigt und wollte diese auf der FIFA-Fanmeile verkaufen. Die Organisatoren ermunterten sie, versprachen das große Geld, forderten gleichzeitig aber eine horrende Standmiete von umgerechnet 200 €. Verkauft hat sie nichts. Sie haben uns gesagt, macht nicht nur einzelne Stücke, die Touristen kaufen viel. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet, für nichts. Südafrika. Ein armes Land mit teuren Stadien. Stadien, die teilweise erst in 100 Jahren abbezahlt sein werden. In Kapstadt ist der Stadionbetreiber wegen zu hoher Unterhaltskosten kürzlich abgesprungen. Die Stadt muss das Stadion nun selbst vermarkten und bekommt es mit Gottesdiensten und Konzerten hin und wieder gefüllt. Fußball gibt's hier nur höchst selten. Zu gering das Zuschauerinteresse, zu groß das Stadion. Kapstadt setzt nun auf Rugby. Mit Sicherheit ist Rugby die beste Möglichkeit, das Stadion auszulasten. Das versuchen wir und müssen wir demnächst schnellstmöglich umsetzen. Rugby hat für Kapstadt oberste Priorität, weil Rugby hier die meisten Fans, die meisten Spiele hat. Eine fürs Stadion lohnende Strategie ist es daher auf Dauer, Rugby und Fußball dort stattfinden zu lassen. Rugby ist der Sport der Weißen. Fußball spielen die Schwarzen. Auch daran hat die Weltmeisterschaft nichts geändert. Hochverschuldet bleibt Südafrika zurück. Bleibt Südafrika sich selbst überlassen. Der ganze Kontinent scheint von der WM enttäuscht. Vor 5 Tagen wurde Danny Jordaan, Südafrikas WM-Organisationschef, abgestraft. Die afrikanischen Verbandsvertreter wählten ihn nicht wie erwartet zum Präsidenten. Auch Jordaan einer der vielen Verlierer. Gewinner ist die FIFA. Der WM-Gewinn erhöhte die Finanzreserven auf 1,2 Milliarden $. Die nächste WM Brasilien 2014 kann kommen. Sport